Der nächste Meister, der auf die Mütze haben will, ist der gute alte Sally. Also dann, Frink frei für Spelling Nummer 1. Cell erste Form mit Cell Junior als Partner. Okay, das ist auch ein bisschen crazy. Ich meine, Cell Junior ist stärker als Cell erste Form und trotzdem ist der nur sekundär. What the hell? So, dann nochmal, die Aufnahme ruckelt nicht so stark, weil ich im Hintergrund noch den letzten Part am Rendern bin und ja, ist mal ein kleiner Test. Ich hoffe, es funktioniert soweit. Fraps, bitte, lass mich nicht im Stich. Bis jetzt noch alles gut, nur wie wir jetzt im Kämpfen aussehen. Yeah, Mann! Alter, ich habe 20.000 mehr Punkte als der. Aha, daneben. Ups. So willst du daneben. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Das kannst du vergessen. Haha. Hä? Verdammter Copy-Pastler! Haha, daneben, daneben. Hau doch nicht immer an, Mensch! Ich hasse das Kampfsystem! Ich hasse es! Lass mich raten. Natürlich! Autsch, voll die Beine weggezogen. Sprunggelenkbuch, schon mein zweiter, verdammte Scheiße. Komm her. Bitte, du willst nicht, das kann ich ändern. Juhu. Oh yes. Mann! Also, wenn er wirklich eine Wechselwirkung hat, dann müsste doch jetzt klappen. Oh, ich geb's auf, Mann, ich geb's auf. Button Smash Turbo, ich weiß, es bringt nichts, aber die Hoffnung verliert. Ja, stirbt zuletzt. Egal. Wenn es weitergeht, muss ich noch kotzen. Das letzte Mal war es rechts, also bitte. Geht doch. So, jetzt war er dringend ein bisschen Energie. Yep, jetzt kann er mir was angreifen. Ist das ein Vollhirni? Na klar, jetzt greift er an. Ist der Dämler. Der hat nicht mal abgewartet, bis er eine andere Attacke getroffen hat. Egal, Final Flash. Das wird wehtun, Cell. Du besiegst mich nicht im Button Smash, ist das klar, Mann? Tja, ich habe ihn gewarnt. 5000 ist zwar schweinemäßig wenig, aber besser als nichts, oder? Und wisst ihr was, Leute? Ich fresse dick von ihm. Deshalb machen wir es auf die gute Art und Weise. Tschüssikowski, Sayonara, Goodbye, hasta la vista, Baby. Yeah! Und tschüss, Mann. Oh, einen habe ich noch vergessen. Den gibt's gratis, weil du so hässlich bist. Das schmeckt ihm wohl gar nicht. Und das war's. Der nächste bitte. Cell Bubi, komm in den Ring. Ich will dir ein paar Popo-Klatsche verpassen. Ha, du bist dämlich wie dein Alter. Woohoo. Ja. Guck mal, hier bin ich. Alles Gute kommt von oben. Den Spruch habe ich schon lange nicht mehr gebracht, hey. Schau mal, was ich sonst noch für dich habe. Natürlich kommt alles Gute auch von links. Und bereits wieder im roten Bereich. Ach, so ein Sally kann einem schon leid tun. Frag mich. Jo! Hab mich richtig gefragt. Jo!
Nicht mit mir, Alter, nicht mit mir. Ups, ouch. Du bist ein kleiner Pupser. Kleiner Pupser. Aus dem Weg mit dir, Kleiner. Ich treffe dich kaum, du bist so klein. Du bist so klein als Kid Guan. Oh nein, macht die gleiche Scheiße. Ist ein Alter. Aha, daneben, daneben. Lal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 a. Autsch, ja, ich bin ja schon ruhig. Au! Au! Mann, nimm auf Schlüsselbein. Ja, dann haben wir das Schlüsselbein da unten, was? Naja. So, und das war's. Also das meinst du wohl nicht ernst, oder? Deren was können? Ja, aufs Maul kriegen, das kann er. Oh, Cell, zweite Form mit C19. Was für ein crazy Duo, sage ich dazu nur. Yeah. Kapselabschieß, das macht auch so einen Sinn. Totschlagen willst du? Kein Problem. Ich schlag dich doch schneller tot, als du perfekt auch nur sagen kannst. Ja, was habe ich gesagt? Und hoch mit dir! Und wieder runter. So schnell kann ein Fahrstuhl eben auch sein. Hahaha. Wieder mal der Tag der lockeren Sprüche heute. Autsch! Wer hat dir erlaubt, mir die Fresse zu polieren? Sag mal, geht's dir da unten eigentlich noch? Ja, starten wir mal frisch. Kann ich vielleicht mal die Sprüche ändern? Ist ja vielleicht auch mal etwas Schönes. Tschüssikowski! Geradeaus! Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja, ich muss halt auch mal ab und zu variieren. Vor allem, wenn es so schön grafisch dargestellt wird. Das Kampfsystem ist zwar Schrott, wie ich schon immer sage, aber die Musik, die Cutscene und die Grafik machen das Ganze nicht wett. Aber zumindest ansatzweise. Oder zumindest so sehr, dass ich das Spiel noch zu Ende spiele. Ich werde zwar vermutlich kein zweites Mal spielen, vermutlich auch niemals einen Online-Modus oder so. Also Online-Kämpfe, ich glaube dafür nehme ich lieber Raging Blast 2. Da habe ich zwar keine Dragon Ball GT Charaktere, mal ganz ehrlich, da habe ich hier sowieso nur 2 Stück. Da kann ich ganz so gut Raging Blast 2 nehmen, wo ich sowieso viel mehr Dragon Ball Z Charaktere habe. Ich glaube sogar sind fast alle aus Dragon Ball Z dabei. Zumindest noch viel mehr als in der anderen Dragon Ball Spiel. Oh, was mache ich hier? Warte mal schnell, Michael. Hatten wir schon lange nicht mehr. So, jetzt kann ich weiter erzählen. Ja, in Raging Blast 2 gibt es ja auch unter anderem C14 und C15. Und die beiden gab es noch nie in einem Dragon Ball Spiel. Zumindest zum Fighten, also PS2, PS3 Konsole. Gab es dort noch nie. C13, das ist der andere Cyborg, der mit den Teilen von C14 und C15 zu Super 13 wird. Den gab es schon einige Mal, aber C14, C15, nee. Der ist so betrachtet eine richtige Rarität. Oho! C19 will gar keine Energie sammeln. Ja, das wundert mich jetzt aber. Michael! Michael! Ah, dann halt! Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Jetzt will ich keine Energie sammeln? Nö. Der hat keinen Bock auf Energie. Ja, ansonsten gibt es eigentlich noch in Raging Blast 2. Man, es gibt so viele Charaktere. Was gibt's noch? Also wenn ich jetzt mal exotische Charaktere, ich glaube die aus Coolers Team, die gibt es auch. Salsa und so. Die kennen wir so eigentlich auch weniger. Und relativ selten. Man sieht schon, ich konzentriere mich hier überhaupt nicht, weil ich schon wieder den Dreieck-Knopf genommen habe. Aber so ist es halt, wenn man die ganze Zeit dabei ist, irgendwas zu quatschen und dabei noch versucht, sich ein bisschen zu konzentrieren, damit auch die Grammatik stimmt und alles. Und dann soll man sich auch noch aufs Kampfsystem konzentrieren, ja, Halleluja. Na gut, C19 ist jetzt nicht so stark. Da wird auch ein Supermove nicht so viel Schaden anrichten. Ich bitte! Au! Oh,
Alter, wenn ich mit dir fertig bin, hey, dann knete ich dich durch. Dann kannst du anfangen zu beten. So. Jetzt halt... nicht drucken! Was soll der Mist? Raps, halt mal die Klappe da unten. So, beenden wir es mal langsam. Ich hab genug mit ihm rumgespielt. Genug Zeit verplempert. Das reicht langsam. Das reicht endgültig. Ich will seine hässliche Visage nie wiedersehen, ist das klar? Normalerweise habe ich nichts gegen Bleichgesicht, aber der geht mir echt auf die Nerven. Übrigens, was auch interessant ist, C19 ist der einzige Cyborg, der jemals gegen Goku gewonnen hat. Interessant, oder? Und ich meine, gegen die Cyborgs hat Goku sowieso nie richtig gekämpft, außer in Dragon Ball GT. Aber wenn man das Ganze doch mal aus der tatsächlichen Sicht betrachtet, jetzt geht's besser, dann war C19 wirklich der einzige Cyborg, den Goku niemals besiegen konnte. Verrückt, oder? Aber das war ja auch nur seine Herzkrankheit. Die macht sogar den Super Saiyajin platt. Oh, selbst zweite Form mit Dr. Gero. Na, ist ja super. Ja, und sonst halt... Naruto halt noch. Sprich, Ultimate Ninja Storm Generations dürften einen Online-Modus haben und Ultimate Ninja Storm Generations, einfach Ultimate Ninja Storm 2 hat einen. Naja, mal schauen. Wird in Zukunft sicher auch noch kommen. Online-Kämpfe. Dann natürlich auch bei Mario Kart Wii oder auch bei Super Smash Bros. Brawl. Da gibt es ja sehr viele Varianten, was man da online zocken könnte. Aber genug davon, wir sind hier eben noch bei Dragon Ball Ultimate Tenkaichi. Obwohl ich es eher umbenennen würde in Dragon Ball Z Shit Tenkaichi. Das ist wirklich Ultimate, das ist eigentlich was anderes. Das Peinliche an der ganzen Sache ist ja noch, das Spiel gehört wirklich zur Budokai Tenkaichi Reihe. Und das ist schon eine Beleidigung, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kenne die Budokai Tenkaichi Reihe noch auf der PS2 und davon war kein Spiel so grottenschlecht wie das hier. Aber was soll's. Man kann nicht alles haben. Oh ja, Budokai Tenkaichi 3. Das ist auch noch ein Spiel, das ich mal let's playen würde. Vor allem, weil es so viele Charaktere hat. Es hat zwar, wie schon vorhin erwähnt, Raging Blast 2 hat gewisse Charaktere mehr als, als die anderen Spiele, als auch Budokai Tenkaichi 3, wegen, wie schon gesagt, C14 und C15. Die gibt es in Tenkaichi 3 auch nicht, aber dafür hat Tenkaichi 3 auch viele Charaktere aus der ursprünglichen Dragon Ball Serie. Also mit Goku, Arale ist auch dabei, Dr. Willow sogar. Ich glaube sogar der Teufelsmann da, nein, ihr wisst schon da, wo Goku und Yamchu und Krillin zum ersten Mal bei Uranai Baba waren und gegen ihre 5 Elite-Kämpfer antreten mussten. Wie gesagt, dann ist der Teufelsmann oder wie der Typ schon hieß, müsste auch dabei sein. Und aus Dragon Ball GT gab es auch einige Charaktere. Und was Budokai Tenkaichi 3 auch noch voraus hat, gegenüber anderen, vielen anderen Dragon Ball Spielen generell, muss man ein bisschen konzentrieren, sorry Leute. Gut, ja, was das Spiel auch noch einen Vorteil hat gegenüber anderen, ist, dass es auch Ingame-Transformationen zu größeren Mutationen hat, sprich zu Wehraffen zum Beispiel. Da gibt es auch den kleinen Goku aus Dragon Ball. Und wenn der dann den Vollmond erblickt, dann wird er plötzlich zum Osaru. Ja, und auch Vegeta, Raditz oder auch Nappa können zum Gorillaffen werden. Das ist natürlich alles im Spiel. Das ist eine ganz gewöhnliche Transformation, als würdet ihr euch in einen Super Saiyajin verwandeln. Das alles gibt's auch in Budokai Tenkaichi 3. Ich glaube sogar Janemba. Ich bin mir nicht sicher, ob es da die fette Form von dem auch gibt. Müssen wir nachschauen. Was es auch gibt, ist zum Beispiel Baby. Also ja,
Baby Vegeta in seiner Grundform, da gibt es noch Super Baby 1, Super Baby 2 und auch Baby als Rosario, also es gibt echt verdammt viel da. Ja, was ich hier gerade mache, ich weiß es auch nicht, hätte ihn schon längst erledigen können. Aber egal, hol es halt jetzt nach. Ja, wie gesagt, Budokai Tenkaichi 3 finde ich um einiges besser als Ultimate Tenkaichi. Natürlich, die Grafik ist nicht so der Hammer, aber bitte, ich meine, PlayStation 2 Spiel gut genug. Und sonst halt noch Infinite World. Ich glaube zwar nicht, dass man das noch online spielen konnte, zumindest wüsste ich es gerade nicht, aber Teleportation weg. Das war geil. Aber dafür hat Infinite World, wie ich finde, den besten Story-Modus. Hat auch mehr Zwischensequenzen, ihr könnt auch auf dem Schlangenpfad rennen und so. Ich glaube, ich habe das schon alles mal erzählt, aber jetzt wisst ihr es halt nochmal. Na toll. Cell und seine beiden Cell Juniors sind beide in einen türkisfarbenen Eimertopf gelandet. Das ist Eintopf eigentlich. Naja, es ist ja gerade Ostern, beziehungsweise es wird noch Ostern, aber es hat auch nichts mit Eiern zu tun. Egal, was soll's. Die Türkis-Familie, na von mir aus. Ja. Wer's glaubt, wird sehen. Ja. Hatte gerade auch Cells Hinterteil sehen müssen. Tut mir leid, ich wünsche, ich könnte es abstellen. Mann, Alter, du bist eklig, Mann! Der Part wird schon fast zu pervers, ich will doch hier nicht ab 18, ouch, einstellen müssen. So, juhu! Daneben, daneben. Oh, ich muss gerade was sagen. Ja, nee, ist klar, hä? Na, wann kommt das Konter mal, Michael? Hallo? Ja, aua, kannst laut sagen. Kapier ich gerade überhaupt nicht. Autsch! Ja, geht doch, Bam! Wo sagt du bist scheiß Copy-Pastler? Nein, du bist ein scheiß Turnarounder! Ja, was sagst du dazu, hä? Woohoo! Küss den Boden! Du Assi-Mensch! Wieso wacht er nicht aus? Beherrscht er das Button Smash nicht? Nee, nicht schon wieder, oder? Nein, nicht Akku! Moment mal schnell, das kann nicht sein. Das glaub ich jetzt einfach nicht!